Mitten in Seevetal versteckt sich in der Wohnung von Christoph Büttner ein kleines, aber feines Tonstudio. Da gab es dort eine Premiere. Ein Hörspiel wurde aufgenommen. Und zwar nicht irgendeins, sondern das erste plattdeutsche Hörspiel für Kinder. Es geht um Hanna, die kleine Hanna, die mit ihren Eltern durch die Neustadt läuft, weil Vater gesagt hat, die müssen wir uns jetzt mal angucken. Und er hält einen fürchterlich langweiligen Vortrag. Und Hanna streikt irgendwann, ruht sich an einem Brunnen aus und plötzlich wird der lebendig. Und vor ihr steht der Hamburger Hummel. Und den lernt sie kennen und Hummel muss ihr jetzt auch mal die Füße vertreten und lädt sie zu einem Spaziergang durch die Hamburger Neustadt und die Hamburger Geschichte ein. Das Stück ist so konzipiert, dass Fans mit Hilfe einer beiliegenden Karte den Spaziergang von Hanna 1:1 nachlaufen und auch eigene Entdeckungen machen können. Aber noch ist es nicht so weit. Erst einmal müssen alle Rollen nacheinander eingesprochen werden. Insgesamt 15 Sprecher hat Anita Brunner dafür engagiert. Es ist ja ungewohnt. Die Sprecher sind alles Theaterschauspieler, da bekommt man immer eine Antwort vom Gegenüber und hier nicht. Die sprechen alle nacheinander den gesamten Text, den sie haben und erst dann wird der nächste aufgenommen. Das heißt, es gibt gar kein Miteinander. Sie müssen sich das denken. Das ist eine große Schwierigkeit. Aber ansonsten läuft das sehr gut. Trotz der fremden Situation in einer ganz, ganz kleinen Kammer und das Mikrofon so vor der Nase, das ist schon schwierig für die. Hinter den Geräten versteckt sich der Tontechniker Christoph Büttner. Ein Hörspiel nimmt er zum ersten Mal auf und dann auch noch ob platt. Nicht so einfach, doch eine willkommene Herausforderung. Ja, also der Unterschied beim Hörspiel ist natürlich, man spricht ja viel dynamischer, ne? Man hat ganz leise Stellen und man hat ganz laute Stellen und einfach dieses Auffangen, wie muss etwas betont werden, es kommt auf jedes Wort an, das ist echt eine riesen Herausforderung. Also ich kann ein bisschen platt verstehen, aber ob das nun heuer, hört, höher, also diese genauen Wortlaute, das kann ich einfach nicht und da bin ich sehr froh, dass Benita eben auch drauf achtet. Und ist aber trotzdem spannend. Die Hintergrundgeräusche beim Hörspiel, also die sogenannte Atmo, nimmt Christoph Büttner später direkt vor Ort auf und legt sie unter die eingesprochenen Stimmen. Damit Hanna und der Hummel, das erste plattdeutsche Hörspiel für Kinder, nicht nur die Sprecher, sondern auch die Zuhörer begeistert.